Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. H wie Haus Wittelsbach. Teil 2. Das Königshaus Bayern. Im ersten Teil unseres Burgenlexikons haben wir den beeindruckenden Aufstieg der Wittelsbach verfolgt. Aus einem vergleichsweise kleinen Grafengeschlecht mit seinen Wurzeln in Scheiern entwickelte sich innerhalb weniger Generationen eines der mächtigsten Herrscherhäuser Europas. Durch geschickte Heiratspolitik, bedeutende Erbschaften und kluge Bündnisse wurden die Wittelsbacher zunächst Pfalzgrafen, anschließend Herzöge von Bayern und schließlich sogar Kaiser und Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches. Am Ende des ersten Teils standen wir schließlich an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. Mit dem Tod des kinderlosen Kurfürsten Maximilian III. Joseph im Jahr 1777 erlosch die bayerische Hauptlinie der Wittelsbacher. Die Herrschaft ging auf die pfälzische Linie über. Kurfürst Karl Theodor, der zuvor vor allem von Mannheim aus regiert hatte, fühlte sich Bayern allerdings nur wenig verbunden. Schon bald spielte er mit dem Gedanken, das ungeliebte Bayern gegen die österreichischen Niederlande einzutauschen. Pläne, die 1784/85 schließlich endgültig scheiterten. So blieb Bayern erhalten, auch wenn sein neuer Kurfürst seine politische Heimat eigentlich lieber am Rhein gesehen hätte. Mit seiner Herrschaft begann aber auch eine neue Epoche. Nur wenige Jahrzehnte später sollte sich Europa grundlegend verändern. Die Französische Revolution erschütterte die alten Monarchien, Napoleon Bonaparte ordnete den Kontinent neu, jahrhundertealte Herrschaftsgebiete verschwanden von der Landkarte und das Heilige Römische Reich deutscher Nation stand vor seinem Ende. Auch Bayern blieb von diesen Umbrüchen nicht verschont. Doch während viele Fürsten ihre Macht verloren, gelang den Wittelsbachern erneut ein bemerkenswerter Aufstieg. Aus einem Kurfürstentum entstand ein Königreich und aus dem Kurfürsten wurden Könige von Bayern. In diesem zweiten Teil begleiten wir die Wittelsbacher auf ihren Weg durch das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Wir lernen die bayerischen Könige kennen, werfen einen Blick auf ihre bedeutendsten Burgen und Schlösser, verfolgen den Wandel Bayerns vom alten Herzogtum zu einem modernen Staat. Schließlich endet unsere Reise mit dem Ende der Monarchie im Jahr 1918 und der Frage, welche Rolle das Haus Wittelsbach heute noch spielt. Vom Kurfürstentum zum Königreich. Als Kurfürst Karl Theodor 1799 starb, übernahm Maximilian IV. Joseph aus der Linie Pfalz-Zweibrücken die Herrschaft, in einer Zeit, in der die napoleonischen Kriege ganz Europa erschütterten. Gemeinsam mit seinem einflussreichen Minister Maximilian von Montgelas erkannte er, dass Bayern sich grundlegend verändern musste, um zwischen Österreich und dem aufstrebenden Frankreich bestehen zu können. Bayern näherte sich deshalb Napoleon an und gehörte schließlich zu dessen wichtigsten Verbündeten in Süddeutschland. Gleichzeitig begann unter Montgelas eine umfassende Modernisierung des Landes. Eine der einschneidendsten Maßnahmen war die Säkularisation von 1802 und 1803. Zahlreiche Klöster und geistliche Herrschaften wurden aufgehoben, ihre Besitzungen verstaatlicht oder verkauft. Damit wollte man unter anderem die Staatsfinanzen stärken, kirchliche Sonderrechte beseitigen und einen einheitlichen verwalteten Staat schaffen. Durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 kamen zudem zahlreiche geistliche Territorien, Reichsstädte und kleinere Herrschaften an Bayern. Für viele Klöster, Schlösser und historische Gebäude bedeutet dies einen Besitzerwechsel. Manchmal erhielten sie eine neue Nutzung, andere wurden verkauft, abgerissen oder verfielen. Nachdem Napoleon 1805 bei Austerlitz Österreich und Russland besiegt hatte, gehörte Bayern endgültig zu den Gewinnern der politischen Neuordnung. Als Belohnung für das Bündnis mit Frankreich und die militärische Unterstützung Napoleons wurde Bayern im Frieden von Pressburg erheblich vergrößert und zum Königreich erhoben.
Am 1. Januar 1806 nahm Maximilian IV. Joseph die Königswürde an und wurde als Maximilian I. Joseph erster König von Bayern. Zeitweise gehörten nun sogar Tirol inklusive Südtirol und Vorarlberg zum Königreich, während Bayern zugleich große Gebiete in Franken und Schwaben gewann. Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft musste Bayern, Tirol und Vorarlberg wieder an Österreich abtreten. Durch weitere Gebietsveränderungen entstand bis 1860 schließlich weitgehend jenes Bayern, dessen Grenze wir heute noch kennen. Die vielen neuen Gebiete mussten nun zu einem gemeinsamen Staat zusammengeführt werden. Unter Montgelas wurden deshalb Verwaltung, Steuerwesen, Gerichte und Bildungswesen grundlegend reformiert und vereinheitlicht. Einen weiteren wichtigen Schritt brachte schließlich die Verfassung von 1818, mit der Bayern eine konstitutionelle Monarchie und eine parlamentarische Vertretung erhielt. Für die Wittelsbacher begann damit erneut eine völlig neue Epoche. Aus den einstigen Herzögen und späteren Kurfürsten waren nun Könige eines modernen bayerischen Staates geworden. Mit Maximilian I. Joseph begann die Geschichte des Königreichs Bayern und damit jene Epoche, die das Bild Bayerns im 19. Jahrhundert entscheidend prägen sollte. Die bayerischen Könige. Mit der Erhebung Bayerns zum Königreich begann nicht nur eine neue Staatsform, auch für die Wittelsbacher selbst begann eine neue Epoche. Aus Herzögen und Kurfürsten waren nun Könige geworden. Jeder von ihnen setzte eigene Schwerpunkte und hinterließ bis heute sichtbare Spuren in Bayern. Den Anfang machte Maximilian I. Joseph, der von 1806 bis 1825 regierte. Wie wir bereits gesehen haben, führte er Bayern gemeinsam mit Graf Montgelas in die neue Zeit und legte mit seinen umfassenden Reformen den Grundstein für den modernen bayerischen Staat. Im Jahr 1825 folgte sein Sohn Ludwig I. auf den Thron. Er zählt bis heute zu den bekanntesten Herrschern Bayerns und prägte das Land auf ganz besondere Weise. Gleich zu Beginn seiner Regierungszeit verfügte er 1825, dass sein Königreich künftig nicht mehr Bayern, sondern Bayern mit einem Y geschrieben werden sollte. Ausdruck seiner großen Begeisterung für die griechische Kultur. Ludwig war bedeutender Förderer von Kunst, Architektur und Wissenschaft. Unter seiner Herrschaft entstanden zahlreiche Bauwerke, die das Stadtbild Münchens bis heute bestimmen. Auch außerhalb der Landeshauptstadt ließ er imposante Denkmäler errichten, darunter die Walhalla bei Regensburg oder die Befreiungshalle bei Kelheim. Für uns Burgenfreunde ist Ludwig I. aber schon aus einem anderen Grund besonders interessant. Schon zu einer Zeit, als viele mittelalterliche Burgen noch als Steinbruch dienten oder dem Verfall preisgegeben waren, erkannte er ihren historischen Wert. Zahlreiche Ruinen ließ er sichern oder zumindest vor der völligen Zerstörung bewahren. Nicht ohne Grund gilt Ludwig I. deshalb als einer der ersten Denkmalschützer Bayerns. Diesem Thema habe ich bereits eine eigene Folge des Burgenlexikons der Burgenritter König Ludwig I. von Bayern gewidmet. Wenn euch das näher interessiert, schaut dort gerne einmal vorbei. Nach seiner Abdankung im Revolutionsjahr 1848 bestieg sein Sohn Maximilian II. Den bayerischen Thron. Während sein Vater vor allem als Bauherr bekannt worden war, setzte Maximilian II. Andere Schwerpunkte. Er förderte Wissenschaft und Forschung, gründete neue Bildungseinrichtungen und unterstützte die Entwicklung moderner Verkehrsmittel. In seine Regierungszeit fiel unter anderem der weitere Ausbau des Eisenbahnnetzes, das Bayern enger miteinander verband und die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig beschleunigte. Im Jahr 1864 folgte schließlich Ludwig II., der wohl berühmteste Wittelsbacher überhaupt. Nach dem überraschenden Tod seines Vaters Maximilian II. Bestieg er mit gerade einmal 18 Jahren den bayerischen Thron. Seine Mutter Marie von Preußen, sein jüngerer Bruder Otto, der später selbst zumindest dem Namen nach König von Bayern werden sollte. Schon als junger König faszinierte ihn die Welt des Mittelalters. Ritterburgen, Sagen und die Opern Richard Wagners prägten seine Vorstellungen von einer idealen Monarchie. Bis heute verbinden viele Menschen den Namen Wittelsbach vor allem mit ihm und seinen prachtvollen Schlössern. Auf Ludwig II. Möchte ich deshalb im nächsten Kapitel noch etwas ausführlicher eingehen. Neben dem Märchenkönig Ludwig II. Zählt Elisabeth in Bayern, besser bekannt als Sissi, zu den bekanntesten Angehörigen des Hauses Wittelsbach. Sie war eine nahe Verwandte Ludwigs II. Und eine Tochter Herzogs Max in Bayern aus einer Seitenlinie der Wittelsbacher.
1854 heiratete sie Kaiser Franz Joseph I. von Österreich. Dadurch wurde eine Wittelsbacherin zur Kaiserin von Österreich und zählt bis heute zu den berühmtesten Persönlichkeiten der Dynastie. Nach dem Tod Ludwigs II. Wurde sein Bruder Otto offiziell König von Bayern. Aufgrund seiner schweren psychischen Erkrankung war er jedoch dauerhaft regierungsunfähig. Als möglicher Auslöser oder zumindest für verstärkten Faktor gelten auch seine Erlebnisse als Offizier im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-1871, die ihn offenbar stark belasteten. Die Regierungsgeschäfte übernahm deshalb zunächst Prinzregent Luitpold und später dessen Sohn Prinzregent Ludwig. Besonders Prinzregent Luitpold erfreute sich in der Bevölkerung großer Beliebtheit. Seine Regentschaft, die von 1886 bis 1912 dauerte, gilt bis heute als eine Zeit wirtschaftlicher Stabilität und kultureller Blüte. Industrie, Wissenschaft und Kunst entwickelten sich hervorragend, weshalb man auch heute häufig von der Prinzregentenzeit spricht. Viele Gebäude, Plätze und Straßen erinnern bis heute an diese beliebten Regenten. Nach dem Tod Luitpolds führte zunächst sein Sohn als Prinzregent Ludwig die Regierung weiter. Bereits ein Jahr später erklärte der Landtag die Regentschaft jedoch für beendet und Ludwig wurde als König Ludwig III. Zum letzten König Bayerns ausgerufen. Unter seiner Herrschaft veränderte sich Europa erneut grundlegend. Der Erste Weltkrieg stellte Bayern vor enorme Herausforderungen und führte schließlich zum Ende der Monarchie. Nach mehr als 700 Jahren Wittelsbacher Herrschaft sollte sich das Schicksal der Dynastie ein weiteres Mal grundlegend verändern. Die Münchner Residenz, Hauptsitz der bayerischen Könige. Die Münchner Residenz war über Jahrhunderte das politische und höfische Zentrum der Wittelsbacher und von 1508 bis 1918 Sitz der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige. Ihren Ursprung hatte die gewaltige Schlossanlage in der mittelalterlichen Neufeste, einer gotischen Wasserburg, die erstmals 1389 urkundlich erwähnt wurde. Seit dem 16. Jahrhundert wurde sie immer weiter ausgebaut und verwandelte sich über Renaissance, Barock und Rokoko schließlich zu einem monumentalen Residenzpalast. Zu den bedeutendsten älteren Räumen zählen das Antiquarium, der größte Renaissancesaal nördlich der Alpen, die Hofkapelle sowie die prachtvollen Kaiser- und Reichenzimmer. Mit der Erhebung Bayerns zum Königreich 1806 wurde die Residenz schließlich zum repräsentativen Mittelpunkt der bayerischen Monarchie. Vor allem König Ludwig I. ließ die Anlage zwischen 1825 und 1842 durch seinen Architekten Leo von Klenze entscheidend erweitern. Es entstanden der Königsbau, die Allerheiligen-Hofkirche und der große Festsaalbau. Dessen prachtvolle Raumfolgen umfasste Ballsaal, 3 Kaisersäle und den großen Thronsaal, in dem die wichtigsten Staatszeremonien und Thronbesteigungen stattfanden. 12 monumentale Statuen bedeutender Wittelsbacher Herrscher umgaben den Thronsaal und machten ihn zum eigentlichen zeremoniellen Mittelpunkt des Königreichs. Bis zum Ende der Monarchie 1918 blieb die Residenz offizieller Königssitz, auch wenn Ludwig II. Und seine Nachfolger zunehmend andere Schlösser als persönliche Wohnsitze bevorzugten. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Residenz durch Luftangriffe schwer zerstört. Zahlreiche historische Innenräume gingen dabei verloren. Nach 1945 begann ihr jahrzehntelanger Wiederaufbau. Während beispielsweise der Kaisersaal rekonstruiert wurde, entstanden die großen klassizistischen Prunkräume des Festsaalbaus mit dem ehemaligen großen Thronsaal nicht wieder. Heute zählt die Münchner Residenz mit über 150 Schauräumen zu den bedeutendsten Schlossmuseen Europas und vermittelt noch immer eindrucksvoll die jahrhundertelange Herrschaft der Wittelsbacher. Schloss Nymphenburg, die Sommerresidenz der Wittelsbacher. Neben der Münchner Residenz als eigentlichen politischen und repräsentativen Zentrum der Herrscher entwickelte sich Schloss Nymphenburg zur bedeutenden Sommerresidenz des bayerischen Hofes. Seine Entstehung geht auf Kurfürst Ferdinand Maria zurück, der seine Gemahlin Henriette Adelheid von Savoyen 1663 anlässlich der Geburt des lange ersehnten Thronfolgers Max Emanuel die Hofmark Menzingen schenkte. Bereits 1664 begann der Bau eines zunächst vergleichsweise kleinen Landschlosses. Unter Kurfürst Max Emanuel wurde Nymphenburg seit Beginn des 18. Jahrhunderts erheblich erweitert und zu einer weitläufigen barocken Schlossanlage ausgebaut.
Seit 1715 diente der dem bayerischen Kurfürsten und später den Königen aus dem Haus Wittelsbach regelmäßig als Sommersitz und Alternative zur Münchner Residenz. Im Laufe des 18. Jahrhunderts entstand die monumentale Anlage, wie wir sie heute kennen. Architekten wie Enrico Zuccalli oder vor allem Joseph Effner erweiterten das Schloss um Seitenpavillons, Galerien, Marstall und Orangerie. Zu den bedeutendsten Innenräumen gehört der prächtige steinerne Saal, der unter Vincent de Cuvier seine Rokoko-Ausstattung erhielt und als großer Festsaal des Schlosses dient. Hinzu kommen die kurfürstlichen und königlichen Appartements, Audienz- und Schlafzimmer sowie die berühmte Schönheitengalerie König Ludwig I. mit 36 von Joseph Karl Stieler geschaffenen Damenporträts. Besondere Bedeutung für die Geschichte der Wittelsbacher besitzt außerdem das königliche Schlafzimmer, in dem am 25. August 1845 Ludwig II. Von Bayern geboren wurde. Nymphenburg blieb bis zum Ende der Monarchie 1918 eng mit dem bayerischen Herrscherhaus verbunden. König Maximilian I. Joseph starb hier 1825, Ludwig II. Wurde hier geboren und auch sein Bruder Otto lebte zeitweise im Schloss. Anders als die Münchner Residenz überstand Nymphenburg den Zweiten Weltkrieg weitgehend unzerstört. Zwar wurden einzelne Bereiche durch Bombentreffer beschädigt und die ehemalige Klosterkirche zerstört, doch blieb die große Schlossanlage in ihrer historischen Substanz weitgehend erhalten. Nach dem Krieg wurden die Schäden schrittweise beseitigt. Damit vermittelt Nymphenburg heute noch in besonderer Weise einen Eindruck vom höfischen Leben der Wittelsbacher. Nicht als eigentliches Regierungszentrum, sondern als prachtvolle Sommer- und Nebenresidenz der bayerischen Kurfürsten und Könige. Die Verbindung zum ehemaligen Herrscherhaus besteht dabei bis heute. Mitglieder des Hauses Wittelsbach besitzen weiterhin ein Wohnrecht in Teilen des Schlosses und einzelne Bereiche werden noch heute von der Familie genutzt. Ludwig II. Und seine Schlösser. Spricht man heute über die Wittelsbacher, fällt fast immer zuerst ein Name: König Ludwig II. Kaum ein anderer Herrscher Bayerns ist bis heute von so vielen Legenden und Mythen umgeben. Für die einen war er ein weltfremder Träumer, für andere ein Visionär, Bauherr und Förderer von der Kunst. Wahrscheinlich lag die Wahrheit, wie so oft, irgendwo dazwischen. Ludwig II. Wurde am 25. August 1845 auf Schloss Nymphenburg als ältester Sohn des späteren Königs Maximilian II. Von Bayern und dessen Gemahlin Marie von Preußen geboren. Nach dem überraschenden Tod seines Vaters bestieg er 1864 mit nur 18 Jahren den bayerischen Thron. Von Beginn an unterschied er sich deutlich von seinen Vorgängern. Während andere Könige vor allem Politik betrieben, zog sich Ludwig lieber in die Welt der Geschichte, der Literatur und der Musik zurück. Besonders die Opern Richard Wagners sowie die Ideale des Rittertums begeisterten ihn seit seiner Jugend. Diese Begeisterung spiegelt sich bis heute in seinen berühmten Schlossbauten wider. Schloss Neuschwanstein, der Traum von einer mittelalterlichen Burg. Lange bevor sich die weißen Türme Neuschwansteins über der Pöllertschlucht erhoben, standen auf dem schmalen Felsrücken zwei wirkliche mittelalterliche Burgen. Bereits 1090 wird ein Castrum Swangoe erwähnt. Später befanden sich hier vor der Hohenschwangau mit Palas und Bergfried und das nur durch einen Halsgraben getrennte hinter Hohenschwangau mit einem befestigten Wohnturm. Beide gehörten den Herren von Schwangau, einem alten Rittergeschlecht, das zunächst den Welfen und Staufen verbunden war und sich 1536 erlosch. Danach verloren die Höhenburgen zunehmend ihre Bedeutung und verfielen. Im 19. Jahrhundert standen nur noch romantische Ruinen auf den Felsen, die der junge Kronprinz Ludwig von seinem nahen gelegenen Elternschloss Hohenschwangau aus immer wieder besuchte. Was für andere kaum mehr als zerfallenes Mauerwerk war, wurde für ihn zum Schauplatz einer vergangenen Welt aus Rittern, Minnesängern und alten Sagen. Schon 1859 hielt er die Ruinen von vor der Hohenschwangau in seinem Tagebuch zeichnerisch fest. Als Ludwig 1864 König von Bayern wurde, begann aus diesen Kindheitserinnerungen allmählich ein gewaltiger Traum Gestalt anzunehmen. Reisen zur wiederhergestellten Wartburg und zum französischen Schloss Pierrefonds im Jahr 1867 bestärkten ihn in der Vorstellung, auf den alten Burgfelsen eine ganz persönliche Idealburg des Mittelalters entstehen zu lassen.
Hinzu kamen die Sagenwelten Richard Wagners, Lohengrin, Tannhäuser und die Geschichte um den Gral. 1868 schrieb Ludwig an Wagner, er wolle die alte Burgruine bei der Pöllertschlucht im echten Stil der deutschen Ritterburgen wieder aufbauen lassen. Doch aus seinem Wiederaufbau wurde schließlich etwas völlig Neues. Die mittelalterlichen Ruinen wurden 1868 abgetragen und die Reste des alten Bergfrieds gesprengt. Nach Entwürfen des Theatermalers Christian Jank, die zunächst durch den Architekten Eduard Riedl umgesetzt wurden, entstand eine Burg, wie sie das Mittelalter vermutlich niemals gekannt hatte, sondern wie Ludwig II. Glaubte, dass es hätte sein sollen. Am 5. September 1869 wurde der Grundstein des Palas gelegt, Torbau, Ritterhaus, Kemenate und der gewaltige Palast wuchsen über den Abgrund empor. Hinter ihren scheinbar mittelalterlichen Mauern verbarg sich zugleich modernste Bautechnik und erstaunlicher Komfort des 19. Jahrhunderts. Doch wie so viele Märchen Ludwigs II. Sollte auch dieses ohne sein eigentliches Ende bleiben. Immer neue Wünsche ließen die ursprünglich geplante Burg größer, prächtiger und kostspieliger werden. Im Inneren entstand mit Sängersaal und Thronsaal beinahe begehbare Bühnenbilder aus der Welt der Ritter, Grals und Wagnersagen. Seit 1884 konnte Ludwig den Palast bewohnen, doch insgesamt verbrachte er lediglich 172 Tage auf Neuschwanstein. Als er am 13. Juni 1886 starb, war sein Traumschloss noch immer eine Baustelle. Ein geplanter rund 90 Meter hoher Bergfried mit Schlosskapelle, weitere Flügel, Säle und Gartenanlagen wurden niemals vollendet. Kemenate und Ritterhaus entstanden nach seinem Tod nur noch in vereinfachter Form. So blieb Neuschwanstein letztlich ein unvollendeter Traum, keine wiederentstandene mittelalterliche Burg, sondern die steingewordene Vorstellung eines Königs von einer Welt, die es in dieser Form niemals gegeben hat. Und vielleicht liegt gerade darin sein Zauber. Auf den Ruinen einer echten Burg ließ Ludwig II. Die Burg seiner Fantasie Wirklichkeit werden. Schloss Linderhof, die verborgene Welt des Märchenkönigs. Tief im Graswangtal, umgeben von den Bergen der Ammergauer Alpen, stand einst kein Königsschloss, sondern ein schlichtes Bauernhaus aus dem Jahr 1790. Ludwigs Vater, König Maximilian II., ließ es im 19. Jahrhundert zu einem kleinen Jagdsitz umbauen, dem sogenannten Königshäuschen. Ludwig kannte diesen stillen Ort also bereits aus jungen Jahren. Als er nach seiner Thronbesteigung begann, seine eigenen Traumwelten Wirklichkeit werden zu lassen, richtete sich sein Blick auch auf dieses abgelegene Tal. Zunächst träumte er hier sogar von einem gewaltigen Schloss nach dem Vorbild von Versailles. Doch das enge Tal war dafür zu klein. Aus dem großen Palast wurde deshalb etwas viel Persönlicheres. Ein königlicher Rückzugsort nach dem Vorbild französischer Lustschlösser wie Marly, fern von München, hofzeremoniell und Öffentlichkeit. Ab 1870 ließ Ludwig das alte Königshäuschen durch Georg von Dollmann schrittweise erweitern. Zunächst entstand ein Ostflügel. 1871 folgte sein Gegenstück im Westen, dann verband man beide Teile miteinander. Ludwig hing jedoch so sehr an dem alten Jagdhaus seines Vaters, dass er es zunächst nicht beseitigen wollte. Erst 1874 wurde das ganze Gebäude kurzerhand rund 200 Meter nach Westen versetzt. An seinem bisherigen Platz konnte nun das Schloss vollendet werden. Hinter den eleganten, vom Rokoko inspirierten Fassaden entstand eine erstaunlich intime Welt aus Spiegelsaal, Speisezimmer, Arbeitszimmer und königlichem Schlafzimmer. Verschwenderisch ausgestattet im Neorokoko und erfüllt von Ludwigs Verehrung für die französischen Könige. Selbst beim Essen wollte er sich diese Traumwelt ungestört hingeben. Sein berühmtes Tischlein deck dich konnte samt gedeckter Tafel aus der darunterliegenden Küche emporgehoben werden, so dass kein Diener den König beim Mahl stören musste. 1885/86 erhielt schließlich noch das Schlafzimmer seine heutige Größe. Doch Linderhof war weit mehr als ein Schloss. Rundherum ließ Ludwig eine ganze königliche Fantasielandschaft entstehen. Französische Gartenanlagen, Kaskaden und Fontänen, den maurischen Kiosk und vor allem die künstliche Venusgrotte, in der Richard Wagners Tannhäuser Wirklichkeit zu werden schien. Hier konnte Ludwig sich einer künstlichen unterirdischen Welt über einen See fahren lassen, während modernste Technik die märchenhafte Szenerie beleuchtete.
Und gerade darin zeigt sich der besondere Charakter Linderhofs. Anders als Neuschwanstein war dieses Schloss nicht nur ein großer Traum aus Stein. Linderhof wurde Ludwigs tatsächliches Refugium. Seit Mitte der 1870er Jahre hielt er sich hier häufiger auf als in jedem anderen seiner Schlösser. Lebte zunehmend nachts, unternahm seine berühmten Schlittenfahrten durch die Berge und zog sich immer weiter in seine selbst geschaffene Welt zurück. Es war das kleinste seiner 3 großen Schlösser und das einzige, dessen Vollendung Ludwig noch selbst erlebte. Vielleicht war Linderhof deshalb von allen seinen Bauten der Ort, dem Märchenkönig selbst am nächsten kam. Schloss Herrenchiemsee, Ludwigs Versailles auf der Insel. Mitten im Chiemsee, verborgen auf der Herreninsel, entstand das letzte große Schlossprojekt König Ludwigs II. Dabei begann die Geschichte dieses Ortes zunächst ganz anders. Die Insel gehörte über Jahrhunderte zum Kloster Herrenchiemsee, dessen Gebäude nach der Säkularisation von 1803 teilweise abgebrochen und zum späteren Alten Schloss umgestaltet wurden. Als die Insel 1870 an eine Holzverwertungsgesellschaft verkauft wurde und sogar eine weitgehende Abholzung drohte, wurde Ludwig II. Auf Herrenwörth aufmerksam. Er erwarb die Insel schließlich und fand hier genau das, was er für seinen großen Traum brauchte. Genügend Platz und zugleich jene Abgeschiedenheit, die er so sehr suchte. Schon seit Jahren verehrte Ludwig den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. Und dessen Schloss Versailles. Nachdem er Versailles 1874 endlich selbst gesehen hatte, wurde aus einer lange gehegten Idee ein konkretes Bauvorhaben. Am 21. Mai 1878 wurde der Grundstein gelegt, unter der Leitung von Georg von Dollmann, später Julius Hofmann. Erhob sich innerhalb weniger Jahre ein gewaltiger Palast, dessen Gartenfassade bewusst an Versailles erinnerte. Rund 11 Millionen Ziegelsteine wurden verbaut, ein eigenes Sägewerk arbeitete auf der Insel, Baumaterial wurde per Schiff und Feldbahn zur Baustelle gebracht. Bereits 1879 war der Rohbau weitgehend unter Dach. Bis 1881 waren die Fassaden vollendet und bis 1885 entstanden die wichtigsten Innenräume. Und gerade hier ging Ludwig weit über eine einfache Kopie hinaus. Das Prunktreppenhaus, das monumentale Paradeschlafzimmer und vor allem die rund 75 Meter lange große Spiegelgalerie sollten Versailles nicht nur nachahmen, sondern stellenweise sogar übertreffen. Hinter dem höfischen Prunk verbarg sich zugleich modernste Technik des 19. Jahrhunderts. Von Warmluftheizung bis zum versenkten Speisetisch. Dennoch blieb Herrenchiemsee unvollendet. Vorgesehene Seitenflügel, Schlosskapelle, Marktställe und große Teile der Gartenanlagen wurden nie ausgeführt. Ein bereits errichteter nördlicher Seitenflügel wurde 1907 sogar wieder abgerissen. Doch Herrenchiemsee sollte für Ludwig niemals ein gewöhnlicher Regierungspalast werden. Obwohl er die Welt von Versailles mit ihren prunkvollen Zeremonien bewunderte, wollte er hier keinen Hofstaat mit tausenden Menschen versammeln. Das Schloss war vielmehr ein privates Denkmal an das Königtum, wie Ludwig es sich erträumt. Majestätisch, von Gottes Gnaden limitiert und losgelöst von den politischen Zwängen einer modernen konstitutionellen Monarchie. Er selbst wohnte 1885 nur wenige Tage im fertigen Teil des Schlosses. Allabendlich ließ er die Spiegelgalerie erleuchten und die noch unfertigen Bereiche mit bemalten Leinwänden kaschieren. Bereits im folgenden Jahr starb er. Und mit ihm endete auch der große Traum von einem bayerischen Versailles. Herrenchiemsee war damit weniger eine Kopie Frankreichs als Ludwigs Versuch, die verlorene Welt des absolutistischen Königtums noch einmal Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht für einen Hofstaat, sondern einzig für sich selbst. Das Königshaus am Schachen. Hoch über Garmisch-Partenkirchen, auf rund 1866 Metern Höhe, ließ Ludwig II. Zwischen 1869 und 1872 nach Plänen von Georg von Dollmann das Königshaus am Schachen errichten. Damit gilt es als höchstgelegenes Schlösschen Deutschlands. Von außen wirkt der Holzbau im Schweizer Chalet-Stil überraschend schlicht. Als Jagdschloss wird er zwar häufig bezeichnet, doch Ludwig war kein Freund der Jagd. Vielmehr diente ihm der abgelegene Bau als privater Rückzugsort in der Bergwelt, fern vom Hof und Politik. Auch die Wohnräume im Erdgeschoss sind vergleichsweise einfach gehalten.
Umso überraschender ist der türkische Saal im Obergeschoss. Vergoldete Schnitzereien, farbige Glasfenster, Teppiche, Divane, Pfauenfedern und ein kleiner Springbrunnen schufen eine orientalische Welt. Ludwig hielt sich mehrfach auf dem Schachen auf und verbrachte hier auch seinen Namens- und Geburtstag am 25. August. Der Schachen zeigt damit eine weitere Seite der Traumwelten Ludwigs II. Während Neuschwanstein vom idealisierten Mittelalter und Herrenchiemsee vom absolutistischen Königtum Frankreichs geprägt waren, schuf er sich hier hoch oben in den Alpen ein kleines abgeschiedenes Refugium mit orientalischem Zauber. Nicht zur Repräsentation, sondern vor allem für sich selbst. Doch Ludwig II. Plante noch weit mehr. Neben seinen bekannten Schlössern beschäftigte er sich mit zahlreichen weiteren Bauprojekten. Einige blieben Entwürfe auf dem Papier, andere kamen über erste Planung niemals hinaus. Besonders spektakulär war sein Plan, auf der hoch über Fronten gelegenen Burgruine Falkenstein eine neue Ritterburg zu errichten. Daneben träumte Ludwig von einem chinesischen Sommerpalast und beschäftigte sich sogar mit den Entwürfen für einen byzantinischen Palast. Seine Fantasie kannte dabei kaum Grenzen. Vom europäischen Mittelalter über Versailles und Byzanz bis in die exotische Welt Ostasiens. Sein Tod im Jahr 1886 beendete schließlich viele dieser Pläne und hinterließ Entwürfe von Schlössern, die nur noch erahnen lassen, welche Traumwelten Ludwig II. Noch verwirklichen wollte. All diese Bauvorhaben verschlangen enorme Summen. Allein Neuschwanstein kostet rund 6 Millionen Mark. Linderhof etwa 4,5 Millionen und Herrenchiemsee sogar 16,5 Millionen Mark. Zusammen waren das etwa 27 Millionen Mark. Nach heutiger Kaufkraft grob 200 bis 270 Millionen Euro, wobei solche historischen Summen nur näherungsweise umgerechnet werden können. Ludwig finanzierte seine Projekte vor allem aus seinen königlichen Einkünften und zunehmend durch Kredite, die ihn im Laufe der Jahre immer stärker belasteten. Die wachsenden Schulden führten schließlich zu erheblichen Spannungen mit der Staatsregierung und seinen Ministern und spielten auch in den dramatischen Ereignissen am Ende seiner Regierungszeit eine wichtige Rolle. Im Juni 1886 wurde Ludwig II. Schließlich für regierungsunfähig erklärt und auf Schloss Berg am Starnberger See gebracht. Nur einen Tag später, am Abend des 13. Juni 1886, wurden Ludwig II. Und sein Arzt Bernhard von Gudden tot im Starnberger See aufgefunden. Bis heute ist ungeklärt, was sich an diesem Abend tatsächlich ereignete. War es Selbstmord, ein Unglücksfall oder gar ein Verbrechen? Trotz zahlreicher Untersuchungen konnte diese Frage bis heute nicht eindeutig beantwortet werden. Gerade diese ungeklärten Umstände trugen wesentlich dazu bei, dass Ludwig II. Schon bald zur Legende wurde. Seine Schlösser hingegen überdauerten alle politischen Umbrüche. Heute zählen sie zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands und ziehen jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt an. Kaum ein anderer Wittelsbacher hat das Bild Bayerns im Ausland so nachhaltig geprägt wie der Märchenkönig Ludwig II. Das Ende der Monarchie. Über viele Jahrhunderte hinweg hatten die Wittelsbacher Bayern regiert. Aus den Grafen von Scheiern waren Herzöge, Kurfürsten und schließlich Könige geworden. Doch der Erste Weltkrieg, der 1914 begann, brachte auch Bayern schwere Verluste, Hunger und große Entbehrungen. Mit zunehmender Dauer des Krieges wuchs die Unzufriedenheit in der Bevölkerung und im Herbst 1918 zeichnete sich schließlich die Niederlage des Deutschen Reiches ab. Am 7. November 1918 versammelten sich in München tausende Demonstranten. Unter Führung von Kurt Eisner wurde die Monarchie für beendet erklärt und der Freistaat Bayern ausgerufen. König Ludwig III. Verließ mit seiner Familie München und begab sich zunächst nach Schloss Wildenwart, später nach Anniv bei Salzburg. Damit endete nach mehr als 7 Jahrhunderten die Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern. Von dort veröffentlichte er am 13. November 1918 die sogenannten Annifer Erklärung. Oft wird behauptet, Ludwig III. Habe damals abgedankt. Tatsächlich war die Situation jedoch etwas komplizierter. In seiner Erklärung verzichtet der König nicht ausdrücklich auf den Thron. Stattdessen entband er Beamte, Soldaten und Offiziere von ihrem Treueid.
da er sich nicht mehr in der Lage sah, die Regierungsgeschäfte auszuüben. Ein formeller Thronverzicht des Hauses Wittelsbach erfolgte nie. Dennoch war die Monarchie in Bayern praktisch beendet. Aus dem Königreich wurde der Freistaat Bayern, eine Staatsform, die bis heute besteht. Mit dem Jahr 1918 endete zwar die Herrschaft der Wittelsbacher, nicht jedoch ihre Geschichte. Die Wittelsbacher nach 1918. Nach dem Ende der Monarchie mussten sich die Wittelsbacher in einer völlig neuen Rolle zurechtfinden. Aus einem regierenden Königshaus wurde innerhalb weniger Wochen eine Privatfamilie. Doch damit waren längst nicht alle Fragen geklärt. Besonders der umfangreiche Besitz der ehemaligen Herrscher sorgte in den folgenden Jahren für zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen dem Haus Wittelsbach und dem Freistaat Bayern. Welche Schlösser gehörten künftig dem Staat? Welche Kunstwerke waren Privateigentum der Familie? Und wie sollte mit den umfangreichen Ländereien und Sammlungen verfahren werden? Nach langen Verhandlungen entstand schließlich der Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Er verwaltet bis heute zahlreiche ehemalige Besitztümer der Dynastie und trägt wesentlich zum Erhalt bedeutender Kulturdenkmäler in Bayern bei. Auch die Wittelsbacher Landesstiftung engagiert sich bis heute für Kunst, Wissenschaft und den Erhalt des kulturellen Erbes. Die Familie selbst zog sich zwar aus der Politik zurück, blieb jedoch gesellschaftlich weiterhin präsent. Eine besonders bedeutende Persönlichkeit war Kronprinz Ruprecht von Bayern, der Sohn König Ludwigs III. Obwohl er selbst niemals König wurde, galt er lange Zeit als Oberhaupt des Hauses Wittelsbach. Während der Zeit des Nationalsozialismus nahm die Familie eine bemerkenswerte Haltung ein. Kronprinz Ruprecht lehnte Adolf Hitler und dessen Ideologie früh und entschieden ab. Mehrere Mitglieder der Familie wurden verfolgt oder mussten Deutschland verlassen. Andere gerieten später sogar in die Gewalt des NS-Regimes und wurden zeitweise in Konzentrationslagern interniert. Immer wieder tauchte in den politischen Krisenjahren der Weimarer Republik auch die Frage auf, ob die Monarchie möglicherweise wiederhergestellt werden könnte. Tatsächlich gab es Anfang der 1930er Jahre entsprechende Überlegungen und Gespräche. Zu einer Rückkehr der Wittelsbacher auf den Thron kam es jedoch nicht. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war endgültig klar, dass Bayern seinen Weg dauerhaft als Freistaat fortsetzen würde. Die Wittelsbacher heute. Auch wenn die Wittelsbacher heute keine Könige mehr sind, existiert das Haus bis in die Gegenwart. Rechtlich unterscheidet sich die Familie nicht mehr von anderen Bürgerinnen und Bürgern. Die ehemaligen Adelstitel wurden mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 Bestandteil des bürgerlichen Namens. Politische Sonderrechte besitzt das Haus Wittelsbach nicht mehr. An der Spitze der Familie steht heute Franz Herzog von Bayern, geboren 1933. Da er keine eigenen Kinder hat, setzt sich die Erbfolge innerhalb der weiteren Linien des Hauses fort. Die Familie engagiert sich bis heute in zahlreichen kulturellen Bereichen. Über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds und verschiedenen Stiftungen werden historische Bauwerke, Kunstsammlungen und bedeutende Kulturgüter erhalten und gepflegt. Daneben verfügt die Familie auch weiterhin über eigenen privaten Besitz. Dazu zählen beispielsweise Schloss Leutstetten bei Starnberg, Schloss Wildenwart im Chiemgau und das herzogliche Schloss Tegernsee. Mit Tegernsee ist zudem das herzoglich-bayerische Brauhaus Tegernsee verbunden, das sich seit 1817 in wittelsbachischem Besitz befindet. Hinzu kommen land- und forstwirtschaftliche Betriebe und weitere wirtschaftliche Aktivitäten. Besonders bekannt ist Schloss Kaltenberg westlich von München. Dort finden jedes Jahr die Kaltenberger Ritterturniere statt, eines der größten Ritterturniere Europas. Tausende Besucher erleben dort Ritterspiele, historisches Handwerk und mittelalterliches Lagerleben. Damit verbindet die Familie auf ganz besondere Weise ihre jahrhundertealte Geschichte mit der Gegenwart. Auch wenn die Wittelsbacher längst keine Herrscher mehr sind, ist das Haus bis heute eng mit Bayern, seiner Geschichte und seinem kulturellen Erbe verbunden. Schlusswort. Über mehr als 800 Jahre haben die Wittelsbacher die Geschichte Bayerns geprägt wie kaum eine andere Familie. Alles begann mit den Grafen von Steyr und ihrer Stammburg. Durch kluge Heiratspolitik, bedeutende Erbschaften und geschickte Bündnisse stiegen sie zu Herzögen, Kurfürsten, Kaisern und schließlich zu Königen von Bayern auf.
Sie gründeten Klöster, errichteten Burgen und Schlösser, förderten Kunst, Wissenschaft und hinterließen Bauwerke, die bis heute das Bild Bayerns prägen. Viele der Burgen und Residenzen, die wir heute besuchen können, erzählen noch immer von ihrer langen Herrschaft. Mit der Revolution von 1918 endete zwar ihre Zeit als regierende Dynastie, doch ihre Geschichte reicht weit darüber hinaus. Noch heute engagiert sich das Haus Wittelsbach für den Erhalt von Kunst, Kultur und historischen Bauwerken und bleibt damit ein lebendiger Teil des bayerischen Erbes. Vielleicht begegnet euch bei eurem nächsten Besuch einer Burg oder eines Schlosses oder einer Kirche wieder das weiß-blaue Rautenwappen der Wittelsbacher. Dann wisst ihr, dass sich dahinter weit mehr verbirgt als nur ein schönes Wappen, nämlich die Geschichte einer Familie, die Bayern über Jahrhunderte hinweg geprägt hat wie kaum eine andere. Ich hoffe, euch haben diese beiden Folgen über das Haus Wittelsbach gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Mich würde interessieren, welche Burg, welches Schloss oder welcher Wittelsbacher hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Rätselfrage für euch. Wer den ersten und den zweiten Teil über das Haus Wittelsbach aufmerksam verfolgt hat, kann sie sicherlich beantworten. Welches Accessoire trägt Max I. Joseph sowohl als Kurfürst als auch später als König von Bayern? Und warum? Die Antwort schreibt ihr natürlich ebenfalls unten in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.